Ja, herzlich willkommen hier zum vierten Part von Lamborghini. Und wir fahren hier mal wieder mit der normalen Einstellung, wie schon in den ersten zwei Rennen eigentlich und auch im letzten mehrheitlich. Und fahren geht schon mal wieder fast in die Wand rein da. Dann werden wir noch halben abdrehen. Gut. Dort haben wir gerade gesehen, jetzt noch einen anderen Streckenverlauf. Den werden wir wahrscheinlich dann auch mal noch nehmen. Werden wir nicht jedes Mal verpassen. Und da immer in die Wiese rausfahren. Gut. Was wollte ich denn da mal noch loswerden? Machen wir da mal eine kurze Zusammenfassung. Da ist mein Kanal da, der nennt sich Retro Cash. Da ist einfach so ein Name, den wir jetzt da gegeben haben für mein Hobbyprojekt. Und ich werde voraussichtlich wöchentlich ein Video aufladen. Wie gesagt, das Ganze mache ich als Hobby, darum wird auch die Qualität von meinen Videos nicht allzu gehoben sein. Was ich auch noch möchte sagen, ich spiele von der Originalkonsole ab, also ich spiele wirklich auf dem Nintendo 64 und nehme es auf über eine, wie sagen wir dem Gerätli, das ist ein, kann ich jetzt noch reden, nein, das kommt mir gar nicht in den Sinn, Entschuldigung. Nein, kommt mir jetzt wirklich gerade nicht in den Sinn. Da während dem Rennen fahren ist es auch ein bisschen doof, um darüber zu reden. Ja, es ist eigentlich ein Umwandler von analog zu digital Signal, damit ich da die ganze Aufnahme kann, damit das Signal digital ist, damit ich es überhaupt aufnehmen kann und dann später bearbeiten. Da ist ein Wand, ja. Ja, ich weiss jetzt nicht, wie man dem Ding effektiv sagt. Ich bin wieder technisch nicht so der versierteste Typ und darum wird auch meine Aufnahmequalität nicht wirklich super sein. Wieso dass ich das mache? Ich habe einen Haufen, oder ich habe ein paar YouTuber, die ich eigentlich ziemlich gerne schaue. Und mich nimmt jetzt einfach mal Wunder, wie groß ist der Aufwand, um da so Aufnahmen machen und Videos aufzuhauen. Und darum habe ich mir gesagt, ich bewundere die Leute, die das machen. Mittlerweile muss ich sagen, es ist ein rechter Aufwand. Sicher, die machen das aus anderen Gründen, die machen das teilweise auch aus Profitgründen, die wollen da leben von dem. Finde das auch in Ordnung, wenn sie das wollen, sollen sie das so haben, das will ich da ganz sicher nicht. Darum, ja, ich brauche einen Boxenstopp, da ist nächste Runde sollte mal Box fahren. Also ich habe wirklich größten Respekt vor denen. Ich mache das Ganze wirklich als Hobby und ich glaube, das zeigt sich auch in dem, dass ich nicht da irgendwelche super Spiele Let's Playen wie Super Mario oder Zelda oder weiss der Geier, was sonst noch alles gibt. Ja. Und ich sollte ein bisschen weniger reden und mehr fahren. Ja, das sind jetzt Reifen, die effektiv schlechter werden. Und ich glaube, in dem Rennen haben wir es jetzt ziemlich verhauen, weil ich jetzt einfach zu viel haben wollte reden, also zu viele Informationen haben wollte reinpacken. Und es wird Zeit, dass wir Box fahren, effektiv. Box kommt, glaube ich, da Ende von dieser Kurve. Nein. Ah, nicht. Ja, da ist die Box. Jetzt müssen wir einfach einen guten Boxenstopp anlegen, dass wir da die Chance sehen. Ja, der ist schon mal viel besser als die letzte, die wir hatten, in der dritten Folge. Aber wir sehen es da, wir haben deftig Konkurrenz. Also da drinnen ist sicher einiges interessanter als... Und der hat mich fast in die Wand hin, der hat mich wirklich abdrängen wollen da. Gut, jetzt müssen wir einfach
probiere ein bisschen sauberer fahren, dann bringen wir da noch ins Ziel ohne Boxenstopp. Und dann, wenn die anderen irgendwie noch eine Box gehen einmal, dann haben wir da durchaus Chance, dass wir das Ganze gleich noch als erste ins Ziel schaffen. Aber wenn ich jetzt da wieder einen riesen Ausflug in diese hatte. Ja, ich glaube, ich probiere am nächsten Part nochmal anzusprechen, wenn ich da ansprechen will. Wie gesagt, ich probiere da alle Wochen mindestens ein Video rauszuhauen. Ich probiere das jetzt mal ein Jahr lang und ich werde da auch Spiele von Nicht-Nintendo-Konsolen präsentieren, auch wenn ich eigentlich mit Nintendo-Konsolen groß geworden bin und jede Nintendo-Konsole-Gamer bin. Aber es gibt auch sonst noch ein paar andere gute Spiele, die nicht so Mainstream-mäßig sind, wo ich da meine Vorsätze gleich nicht verhaue und sage, das Ganze ist nur ein Hobby. Ich weiss, das Ganze wird sich sehr, sehr im Rahmen halten mit Klicks und Abos und so. Aber eben, wie gesagt, hauptsächlich eher Spass gehabt in dem Moment, wo ich es gespielt habe und aufgenommen habe. Und ich glaube, da ist es mir im Moment ehrlich gesagt schon wert. Und vielleicht der eine oder andere das Ganze noch teilt mit mir, weil er sich das auch anschaut, dann ist da schon der Aufwand wert gewesen, in meinen Augen jetzt zumindest. Gut, wie gesagt, ich glaube, zum Spiele durchspielen müssen wir, glaube ich, mit jedem Auto mal das Ganze durchspielen. Da machen wir natürlich nicht. Ich möchte euch da vor allem drinstecken zeigen, das sind 6 an der Zahl. Wir sind da jetzt auf der 4. Das heisst, es gibt nochmal 2. Die werde ich euch natürlich sicher auch noch zeigen. Das heisst, das ganze Let's Play oder sinnlose Let's Play, besser gesagt, wird die 6 Folgen besitzen schlussendlich. Das ist ja die 4. davon für die halt bei allen dabei sind. Und meine Voraussage hat sich da eigentlich... Ja, fahr wieder in Hagi, wenn du das sagst. Sich da schon fast bewahrheitet, dass wenn wir da super durchfahren und die anderen Box gehen, dass wir souverän auch wieder auf den ersten Platz sollten fahren. So. Jetzt wäre da mal noch eine Runde schön, ohne allzu fest einschiessen oder wieder rauszufahren. Darum werde ich jetzt ein bisschen weniger reden. In der Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen besser wird. Da nicht. Ja, der Konkurrent da ist gerade hinter uns schon. Dürfen wir wirklich kein Zeichen mehr machen. Jetzt runterfängt mit der Meldung, aber wir sind, wie gesagt, in der letzten Runde. Ja, jetzt vom Tönen her, habt ihr es vielleicht gehört im Sound, hat er irgendwie einen Fehler gemacht. Bei uns jetzt da zu gut kommt, hoffe ich mal. Das Ganze ist doch eine knappe Angelegenheit. Ah! Ich muss gleich noch ein bisschen Bammel über, ich muss noch schaffen. Aber es sieht doch gut aus. Voll. Juhu! In Extremis. Nein, gut, Extremis nicht, aber doch nicht ganz so einfach wie die letzten paar Runden. Gut. Aber punktemäßig sieht das Ganze natürlich gut aus. Wir haben da die letzten 2 Rennen eigentlich noch komplett verhauen.